Safe hat er das schon mal gemacht in seinem Leben. Oh mein Gott, das ist meine Paradedisziplin. Wie viel würdet ihr mich raten? 1 bis 10, sag mal ehrlich. Papa Platte hat ein Video hochgeladen. Wie viele Sexpartner hattet ihr? Mit Sascha und Reef, wir gehen rein, let's go. Herzlich willkommen zu dem Video. Wir werden heute wieder 10 unangenehme Fragen getrennt voneinander beantworten. In dem Sinne, Freunde, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Okay, und ich werde wieder mitbeantworten, wie wir das schon jedes Mal gemacht haben. Video. Frage Nummer 1. Wie viele Sexpartner hattest du bis jetzt? Oh mein Gott, direkt die erste Frage ist der Titel. Ich lasse sie zuerst beantworten, dann sage ich's. Fängt direkt so an. Okay. Das Ding ist, es ist immer ein weirder Flex, wenn ich sage, ich hab's vergessen. Das klingt so, als hätte ich so 120 oder so. Ich glaube, es sind so 10 oder 11. Boah, das müssten locker 20 minus 19 gewesen sein. Ja, was soll ich machen? Wichtig ist, dass, wenn es passiert ist, dass es mit Liebe war. Habe ich zumindest von meinen Eltern gelernt. Und ich weiß nicht, welche Person noch mitmacht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, die Person hat mindestens mit 100 Leuten geschlafen. Ja, also 1, 2 Mal in meinem Leben hatte ich so eine Phase, da wollte ich ganz gerne so eine Art Fuckboy sein. Aber ich habe auf dem Dorf gelebt, war ultra ugly, hatte absolut keinen Style und wusste absolut nicht, wie man datet. Weshalb es dann nicht so gut funktioniert hat. Sonst wäre die Zahl wahrscheinlich höher. Ich glaube, das habe ich noch nie im Internet beantwortet, actually. 5. Eine Hand. Okay. Finde ich voll easy, die Antworten. Bei Adi sage ich 1 oder 2. Ich hatte, ist halt immer die Frage, was zählt als Sex. Aber so richtig würde ich sagen 2. Hatte ich 2 in meinem Leben. Ja. Und finde ich auch völlig okay. Ich bin wirklich niemand, der so sagt, man muss so viele Sexpartner haben, weil es geil ist. Ich finde es, ich gönne es den Leuten, die so in dieser Phase sind, aber ich hatte diese Phase in meinem Leben noch nie, von dem her. Ich sitze hier zu Hause und streame 2, mehr als der ganze Chat. Immerhin das. Frage Nummer 2. Wie legst du dein Geld an? Momentan eigentlich fast gar nicht mehr. Irgendwie streame ich gerade mehr, als dass ich mich damit beschäftige. Viele wissen es wahrscheinlich, weil ich im Tim Gabel-Podcast damit geflext habe. Ich habe super viel Geld in Aktien. Also ich habe eine sehr hohe Summe in Aktien. Also das ist ungefähr 50% von meinem Net Worth. Ansonsten habe ich noch ganz wenig auch übertrieben. Aber also ich habe noch ein bisschen in Bitcoin. Und ansonsten überlege ich noch vielleicht eine Immobilie zu kaufen. Ich muss aber sagen, ich habe so semi-Bock auf den Stress drumherum. Aber das ist noch auf meiner Bucketlist. Ich lege mein Geld gar nicht an, oder? Nee. Also dritte Säule halt so, Type Beat, das macht man in der Schweiz. Die dritte Säule, ich weiß nicht, ob es in Deutschland gibt. Du hast so die AHV, dann hast du die PK und dann hast du die dritte Säule. Und da lege ich mein Geld an. Aber ich will in Aktien, also ETFs investieren, weil ich habe ja auch die Lehre bei der Bank gemacht. Als ich bei der Bank gearbeitet habe, da hatte ich Geld investiert, aber weil da hatte ich so einen günstigen Preis, also musste wenig Geld abgeben. Aber jetzt hatte ich einfach nie die Zeit, mich damit zu befassen. Aber ich will es auf jeden Fall machen jetzt. Ich glaube, man könnte das viel besser machen, wenn man noch mehr Plan davon hatte als ich. Ich habe halt ein bisschen was von meinem Geld dann in ETFs, aber das meiste... Ja, das Ding ist eben, ich habe zwar die Ausbildung bei der Bank gemacht, aber ich habe das alles vergessen, Digga. Ich habe das alles vergessen, Digga. Das kannst du dir nicht ausmalen. Aber ich will auf jeden Fall wieder in ETFs, das weiß ich noch. ETFs, einzelne Aktien, vielleicht ein bisschen Obligationen, dann ein bisschen Krypto, einfach das Klassische halt. Ich denke, so 90% habe ich in Immobilien auf Madeira gesteckt. Das ist so mein Investment. Ich habe mal eine Zeit lang Uhren gekauft, Krypto, Immobilien. Ich habe so einen Oldtimer, dann so einen Sportwagen. Und ich habe mal sowas mit Aktien gemacht, habe ich aber wirklich... Läuft bei ihm. Ich weiß es nicht, war irgendwie nicht meins. Ich kann aber das jedem empfehlen, das, was Kevin sagt, ist schlau. In diese, wie heißt es, ETFs und so Fonds investieren. In thesaurierende Fonds, thesaurierende, ich habe keine Ahnung. Frage Nummer 3. Für wen würdest du wirklich alles tun? Okay, warte, das will ich zuerst beantworten, ohne dass sie was sagen. Für wen würde ich alles tun? Wahrscheinlich für meine beiden Eltern und für meinen Bruder und für meine Freunde. Das ist halt die Frage, was ist alles tun? Und natürlich für den Chat auf Twitch, da würde ich alles tun. Spaß ist halt Opfers. Ich glaube für meine Mutter, für meinen Dad und für meine Freundin. Also ich glaube, das sind die 3 Personen, die könnten mich wirklich alles fragen und ich würde es ohne nachzudenken direkt machen. Alles ist ein großes Wort. Ich würde auch viel machen für Freunde und meine Freundin und so. Aber ich glaube, alles? Ja, das ist ein guter Punkt von Reef. Finde ich auch. Alles ist schon crazy. Ich würde mich jetzt nicht umbringen für meine Fam, I guess. Ist ein bisschen weird, wenn man sich selber umbringt. Würdet ihr euch umbringen für jemand anderes, Chat? Das ist eine schwierige Frage, finde ich, aber weil ich ja keine Kinder habe, ich habe zwar Eltern, aber ich würde vieles machen, ich würde sehr vieles machen, aber wahrscheinlich nicht alles. Für meine Mama und meine kleine Schwester, ja. Für wen ich wirklich alles tun würde? Na, ich glaube, es fängt an bei Familie, Freundin bis hin zu sehr, sehr guten Freunden. Es ist auch leichter gesagt als getan, auch immer wieder, für wen würdest du alles tun, so mäßig. Ich würde, glaube ich, noch eine Bank ausrauben, da wäre ich noch dabei. So jemanden mal vielleicht in die Schulter oder ins Bein schießen, auch umbringen, äußerst ungern, ehrlich. Aber ansonsten, bei den Dingen, die ich aufgezählt habe, wäre ich schon down für, ja. Frage Nummer 4. Warst du dir jemals unsicher mit deiner Sexualität?
Was für eine Frage. Man weiß es nicht. Also unsicher würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass viele Leute in ihrem Jugendalter so Phasen haben, wo die so mit 13 im Bett liegt oder 14 und so denkt, fuck Bro, könnte ich vielleicht auch gay sein, aber... Ja, okay, ich glaube, jeder normale Mensch macht das, der überlegt sich das. Ich hatte so eine Phase, ich glaube, das hatte jedes Kind, das ist ganz weird, aber wenn man so 6, 7 Jahre alt ist, da experimentiert man ja mal so im Kindergarten oder vielleicht auch jünger, so mit 5 experimentiert man so rum mit so Kollegen und Kolleginnen und da macht man ja auch beides, weil man checkt es als Kind noch gar nicht. Das heißt, man hat vielleicht also weirde Erfahrungen, will jetzt gar nicht mehr sagen. Aber klar, ich habe mir schon Gedanken drüber gemacht. Hatte vielleicht auch schon so Tage, wo ich mir dachte, bin ich das? Aber nee, nicht wirklich. Frage für mich irgendwie ziemlich schnell beantworten können mit Nein, weil ich hatte dann irgendwann so eine Phase, da konnte ich keine Pornos gucken mit Dicks drin. Also so für so locker 2 Jahre oder so. Okay, so krass ist es bei mir nicht. Weil ich finde immer, ein Dick gehört ja zu einem Porno dazu, weil wenn man selber smasht, ist ja auch ein Dick dabei. So schlimm ist es jetzt bei mir nicht, aber schwulen Pornos kann ich auch nicht schauen, weil es mich halt einfach nicht antörnt. Unsicher mit meiner Sexualität, nein. Also selbst wenn, so vielleicht hinterfragt man sich mal irgendwie, wenn man mal keine Lust hatte, so vor dem Akt, ihr wisst, was ich meine, ob da was passiert ist mit einem. So, ich glaube, das würde ich noch so als normal betiteln. Aber ansonsten, dass ich jetzt so wirklich in mich gehen muss und das überlegen muss, das ist noch nicht vorgekommen, nee. Aber wenn es so wäre, Bruder Marc, du bist brutal sexy und er hat Geld. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe eine Freundin. Ich war halt irgendwann an dem Punkt, wo ich halt gemerkt habe, so ich glaube, ich stehe nicht nur auf Männer. Hey, by the way, die Frisur von Reef finde ich richtig geil, so dieses 80s-Type-Beat-Dings. War das jetzt nie so krass zweifeln, sondern eher so eine Tatsache, die irgendwie dann so kam. Aber da ich nicht hetero bin, habe ich schon daran gezweifelt, beziehungsweise es schon hinterfragt und dann gemerkt, dass ich auch auf Frauen stehe. Ja. Aber ich glaube, wenn wir jetzt so eine Skala hätten und hier ist gay und hier ist hetero, dann wäre ich, glaube ich, nicht komplett bei hetero, sondern vielleicht so hier oder so. I don't know, manchmal denkt man sich schon so, Ja, same bei mir etwa. oh, okay, das ist schon ein attraktiver Mann. Ja, zum Beispiel, das habe ich auch schon mit Kollegen, haben wir schon so gesagt, so, ja, wenn ich schwul wäre, dann finde ich, sieht der gut aus. Also ich kann schon so zu einem Mann sagen, yo, der sieht gut aus. Oder so, aber jetzt nicht auf sexuell oder so, sondern einfach so hingezogen zu jemandem, aber eher so auf freundschaftlicher Basis. Aber dann hinterfrage ich manchmal, okay, was geht jetzt hier ab? Frage Nummer 5. Wenn du der gesamten Menschheit einen Tipp geben könntest, welcher wäre es? Oh mein Gott, Digga, diese Frage ist huge. Okay, ich höre mal, was sie sagen. Das ist wirklich eine gute Frage. Es gibt so Standardantworten mit wahrscheinlich so, yo, Krieg schadet der Bevölkerung oder sowas. Wenn ich der gesamten Menschheit einen Tipp geben könnte, die vegane Leberwurst von Rügenwalder Mühle ist richtig nice, kann ich jedem empfehlen. Ist so ein Tipp von mir. Boah, das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, so seid nett zueinander. Also ich finde halt sowas wie Karma existiert, glaube ich, jetzt nicht im Sinne von, da ist jetzt eine große Macht im Himmel, die uns irgendwie kontrolliert oder so. Aber ich glaube halt, Karma funktioniert halt in dem Sinne, dass wenn man zu 10 Leuten nett ist, dann werden halt, sagen wir, 6 Leute davon Minimum auch zu dir nett sein. Und das kann dich dann halt auch im Leben weiterbringen, sei es persönlich, sei es beruflich. Der Diepe Boss Papa Platte. Ich würde der gesamten Menschheit einen Tipp geben und zwar, geht raus, wenn es schönes Wetter ist und streamt nicht, weil ich sage ganz ehrlich, streamen bei schönem Wetter, das würde ich nie machen. Nee, mein Tipp an die Menschheit ist, geht in die Berge, Skifahren. Weil glaub mir, Skifahren hat so einen psychisch stimulierenden Charakter. Es ist richtig geil, Ski zu fahren. Das fährt einem runter, man wird chillig und das will ich der ganzen Menschheit sagen. Aber wenn ihr zu 10 Leuten scheiße seid, dann habt ihr vielleicht 1, 2 Leute, die halt irgendwie so auf Lost-Basis noch nett zu euch sind, aber die anderen werden euch halt einfach in den Arsch ficken wollen. Not in a sexual way. Und ja, keine Ahnung, das bringt euch halt nicht so richtig weiter. Wenn ihr kocht, dann nehmt ihr euch einen Zewa und packt da alles an Essensreste und Plastikverpackungen, alles auf dieses Zewa. Und dann müsst ihr am Ende noch so ein Zewa nehmen und wegwerfen. Und dann spart ihr euch übel krass Küche aufräumen. Easy. Ich glaube, die anderen haben voll die deepen Sachen wahrscheinlich gesagt. So, glaubt an euch Okay, ist aber ein guter Lifehack. selbst, gebt nicht auf. Aber ordentliche Küche. Und macht die Banane von unten auf und nicht von oben. Frage Nummer 6. Schon mal Popel gegessen? Ja, safe, Digga. Wer nicht? Safe. Ja, vor allem als Kind oder so ist es doch der Snack zwischendurch, oder nicht? Bro, das habe ich nie verstanden. Bro, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Also Safe hat er das schon mal gemacht in seinem Leben. vielleicht mal aus Versehen, ne? Also ich glaube, ich weiß schon, wie Popel Also ich bin jetzt auch nicht so ein absichtlicher Popelesser, das habe ich ja, aber es ist halt so leicht salzig. Also ich mache es jetzt nicht mehr, aber ich kann verstehen, wieso man das macht. schmeckt. Aber ich habe das noch nie so im Bewusstsein gemacht. Alter, ich esse jetzt einen Popel, auch nicht als Kind. Frage Nummer 7. Was war deine peinlichste bzw. schlimmste Aktion im betrunkenen Zustand oder auf anderen Substanzen? Oh mein Gott, das ist meine Paradedisziplin. Okay. Ich glaube, das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe, und da bin ich echt nicht stolz drauf, und aus dieser Phase bin ich raus, glücklicherweise. Ich war mal in Basel feiern, in einem Club,
und war sehr, sehr drunk. Und dann wollten wir rausgehen aus dem Club und haben dann in der Garderobe ein Portemonnaie, einen Geldbeutel auf dem Boden gefunden. Und dann hat mein Kollege gesagt, ja, gib den Geldbeutel zurück. Und ich so, nee, Digga, ich will den jetzt behalten. Dann habe ich den behalten. Mit allen Karten drin, es war kein Geld mehr drin, es waren nur noch Karten drin, Ausweis, Bankkarten, Fahrausweis und irgendwelche restlichen Karten einfach. Dann sind wir in Basel über eine Brücke gelaufen und ihr wisst, Jet, ihr wisst es, dass es richtig satisfying ist, so eine Karte zu werfen, weil die dreht so und fliegt dann halt so wie ein Boomerang. Und ich habe dann diese Karten richtig drunk von der Brücke runtergeworfen, weil ich das geil fand. Das ist logischerweise erstens scheiße, weil es die Umwelt verschmutzt. Zweitens scheiße, weil der Dude seinen Portemonnaie wieder haben hätte können, wenn ich es einfach zurückgegeben hätte. Und drittens allgemein einfach dumm. Schämst du dich nicht? Ja, es ist ein richtiger Assi-Move. Ich sag's, wie es ist. Das ist eine Story, wo ich nicht stolz drauf bin. Aber ich glaube, jeder hat so seine 2-3 Stories im Leben, auf die er nicht stolz ist. Und auf das bin ich wirklich nicht stolz. Falls dieser Bre zuschaut, der damals in diesem Club war, es tut mir leid. Du kannst dich bei mir melden. Ich überweise dir das Geld wieder. Eine Sache, die so ein bisschen weird war, ich war mal im Matrix und ich habe zusammen mit meinem Kumpel Nils damals, so 10 Girls angelabert, also jetzt nicht so auf unangenehm, aber schon so auf, hey, du siehst gut aus, kann ich deine Nummer haben oder so. Alle 10 haben uns abgesagt und irgendwie so 8 von denen waren nicht aus Deutschland oder irgendwie verheiratet. Keine Ahnung, ja, das war schon ein bisschen unangenehm. Das ist schon ein bisschen länger her, da war ich so 16, 17. Aber ja, ich hatte wirklich beim Feiern so eine Phase, wo ich immer drunk so keine Fucks mehr gegeben habe. Aber I guess, das hat jeder vielleicht mal. Und da war ich auf einer Hausparty. Und das war, glaube ich, eine der ersten Male, dass ich so hochprozentigen Alkohol getrunken habe. Und dann wurden wir abgeholt von der Mutter von meinem damaligen Freund. Und die hat uns nach Hause gefahren. Und ich war so hart besoffen, dass ich, glaube ich, das einzige Mal in meinem Leben einen Filmriss hatte. Zumindest von der Fahrt nach Hause und allem, was danach kam. Da kam nämlich noch ganz schön viel. Und so habe ich auf dem Weg vom Auto ins Haus den in den Garten gekotzt. Und dann nochmal vom Weg im Haus zum Bad. Habe ich es auch nicht mehr geschafft und habe den in den Flur gebrochen. Nee. Okay, das ist mir zum Glück noch nie passiert, weil ich muss eigentlich nie erbrechen beim Feiern. Aber das wäre mir richtig unangenehm. Ich war mal in Amsterdam und da dachten wir, es wäre eine geile Idee, so Pilze zu essen. Werde ich nie wieder in meinem Leben machen. Habe ich auf jeden Fall so gegessen. Nee. Dann waren wir in so einem Hotelzimmer und aus irgendeinem Grund war mir das dann extrem wichtig, bevor ich aus dem Zimmer Pilze immer sehr sass. Habe ich noch nie genommen, werde ich auch nie. gegangen bin, die Leute darum zu bitten, dass sie nichts in diesem Zimmer umstellen. Und ich habe 15 Minuten gebraucht, bis ich aus dem Hotelzimmer rausgezogen wurde, eigentlich mehr oder weniger, weil ich den Leuten gesagt habe, ey, stellt bitte nichts um, wenn ich wiederkomme. Frage Nummer 8. Was war deine größte Spende an einen guten Zweck? Das muss wahrscheinlich mit... Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel verdient oder allgemein verdiene ich nicht so viel wie Sie, deshalb habe ich jetzt noch nie so eine große Spende gemacht. Okay, ich habe eine Spende. Nee, das ist keine Spende. Ich habe meiner Cousine Geld überwiesen, aber zu viel Geld überwiesen, viel zu viel Geld überwiesen und habe dann gesagt, sie kann es behalten, I guess. Ist jetzt keine Spende an eine Organisation oder so, aber eine Spende an meine Cousine, I guess. Weil sonst habe ich noch nie gespendet, richtig. Die T-Shirt-Aktion gewesen sein, wahrscheinlich das T-Shirt mit Jens. Also meine private größte Spende, weil ich glaube, ich würde jetzt in die im Stream nicht mitzählen, weil das meistens so Community-Spenden waren. Deswegen meine größte private Spende waren 2000 € an einen Tierschutz in Spanien. Ich würde mal schätzen, auch mit den ganzen anderen Spenden 80.000 € oder so. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, was genau davon der größte Betrag war, aber vielleicht waren es so 25.000 dann einmal, weil ein T-Shirt so richtig oft gekauft wurde. Boah, also wir haben halt mit der Community zusammen Money gesammelt. Ich glaube, da war auch mal 20.000 oder so. Aber das ist ja nicht von meinem eigenen Geld, deswegen zähle ich das jetzt mal nicht. Boah, ich würde jetzt sagen 5 oder 6.000, aber ich kann es nicht genau sagen. Aber es müsste für die Kinderkrebsstiftung gewesen sein. Die Cousine auch mal als guten Zweck bezeichnen. Nee, so nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder für die Arche. Frage Nummer 9. Bist du zufrieden mit deinem Gewicht? Nicht ganz. Ich bin jetzt 84 Kilo. Ich war immer 80 Kilo und ich möchte 78 Kilo sein. Das heißt, ich muss ein bisschen abnehmen. Ey, Mann. Wer von den Wichsern hat abgesagt, dass ich genau bei der Frage gefragt wird, yo, kannst du das machen, Alter? Kevin, ehrlich, Kuss und Gruß geht raus. Mit meinem Gewicht, ja. Mit meiner Figur, nee. Also eigentlich hätte ich die letzten 20 Jahre das wahrscheinlich mit Ja beantwortet. Aber, okay, die letzten 20 Jahre wahrscheinlich. Die letzten 15 Jahre. Aber in der letzten Zeit, also in den letzten 2-3 Jahren, hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass ich so ein bisschen zugenommen habe. Ich habe so ein bisschen so Bitch-Titties bekommen und so Bauchbereich. Aber ich muss auch sagen, viel liegt dabei nicht am Gewicht oder so, sondern ich habe so einen richtig krass aufgeblähten Bauch. Also das ist
jetzt, wenn ich quasi nicht irgendwie einziehe oder irgendwas. Da ist halt so confirmed auch schon vom Arzt, dass da sehr viel Luft in meinem Bauch ist und das fuckt mich aber Aber wo ist Luft im Bauch, Chat? Wo im Bauch ist einfach Luft? noch überbeschissen aussieht. Gewicht finde ich ist Ja, aber das ist nicht mal, also ich will einfach so ein bisschen definierter aussehen, gerade für den Sommer jetzt wieder, so deshalb. super unaussagekräftig, weil ich relativ ähnlich viel wiege. Das schwankt halt so zwischen so 2-3 Kilo, je nachdem, ob ich halt Sport mache oder nicht. Aber man sieht es halt trotzdem krass. Das, was ich halt damals, ich sag mal, an Muskeln mehr hatte, habe ich halt jetzt wieder verloren, habe es als Fett mehr. So, deswegen ist es so ungefähr das Ja, same bei mir eigentlich. gleiche Gewicht, aber halt eine andere Figur. Mein Gewicht ist okay. Ich hätte gerne wieder eine sportlichere Figur. Ich muss ehrlich sagen, ich bin super zufrieden. Ich weiß nicht, wie es immer noch so sein kann, aber wahrscheinlich ist es halt durch all die Das sage ich auch, das ist kein fetter Bauch, das ist nur Luft. Jahre so, ey, der ist voll dünn und der ist voll dünn, der ist voll dünn. Es gibt natürlich so magersüchtig, das ist auch eine Krankheit, das ist gar nicht schön. So, ich bin super zufrieden mit meinem Gewicht. Auf 1,87 habe ich ein Kampfgewicht von so 68 Kilo. 68 auf 1,87. Ich bin 1,88 und 84 Kilo. Ist schon ein guter Unterschied. Ich sage ehrlich, auf dem Tramp wäre es perfekt für Sascha. Trampolinspringen, wenn man so schwer ist, das ist perfekt. Stabilen Roundhouse-Kick, wenn mir irgendjemand rumkommen könnte, so, dann gebe ich dem einfach einen Kick, so, ich brauche da nicht mein Körpergewicht, ich nehme da einfach den kompletten Schwung mit. Auch so alle, die so dünn sind und sich dann so als Lauch beleidigt fühlen, musst du nicht so. Solange das alles in einem gesunden Rahmen ist und dein Körper einfach so ist, wie er ist, dann ist es halt so. Solange du selber mit dir im Gleichgewicht bist, ist es scheißegal, was andere Leute über dich sagen. Deep, wirklich deep. Frage Nummer 10. Rate dich selber auf einer Skala von 1 bis 10. Von der Skala von 1 bis 10. Es kommt jetzt immer drauf an, ob so jemand so ein bisschen so einen Grandpa-Crush hat, weil dann würde ich ein bisschen so durch mein lichtes Haar und Geheimratsecken so punkten auf der Skala. Ich selber würde mir optisch 6 von 10 geben. Also, ich finde mich schon selber ziemlich nice. Aha, geht's ums Aussehen, so nicht so ums Persönliche. Ich würde sagen, ich finde mich jetzt nicht extrem schön, aber ich bin zufrieden mit mir, deshalb so ein 7 von 10. Chat, was sagt ihr? Was sagt ihr, Chat? Wie viel würdet ihr mich raten? 1 bis 10, sag mal ehrlich. Und enttäuscht mich jetzt nicht, Chat. 11 von 10. 1, 2, 9, 10. Okay. Wir können das gar nicht bewerten, so. Chat. Man muss für das ganz klar das hier aufsetzen. Sag mal jetzt, Chat. Wie sehe ich jetzt aus? 0 von 10. Ich merk's mir. Ich gebe mir selber auch sehr viel Kritik oft. Also ich finde mich selber oft nicht lustig genug oder so, aber daran arbeite ich gerade. Aber ich glaube, objektiv gesehen bin ich schon ein sehr nicer Mensch. Optisch würde ich, glaube ich, eine andere Bewertung geben, aber so als Gesamtpaket würde ich, glaube ich, schon sagen, so eine 9 aus 10. Aussehen ist schwierig. Ich finde, an manchen Tagen sehe ich cool aus, an manchen Tagen sehe ich über aus wie der Crackhead. Und heute ist so ein Crackhead-Tag. Aber ich würde sagen, an guten Tagen und an schlechten Tagen schwankt das so zwischen 5 von 10 und 9 von 10. Charaktermäßig schwer einzuschätzen. Ich heile halt jetzt keinen Krebs und ich trage auch nicht viel zur Weltbevölkerung irgendwie bei. Aber ich glaube, ich bin ganz nett zu meinem Umfeld. Alles gemeinsam gefasst bin ich ein 7,5 von 10 Mensch. Okay, charakterlich würde ich bei mir sagen, ich glaube, mit mir ist es richtig chillig abzuhängen. Ich habe irgendwie nie Probleme. Wenn ein Zug 1,5 Stunden Verspätung hat, mich stört das null. Wenn irgendetwas kaputt geht, mich stört das null. Ich bin nie wütend auf jemand. Ich kann nicht wütend auf jemand sein. Das würde ich sagen. Ich würde sagen, Aussehen 7 von 10, charakterlich 8 von 10. Ja. Sogar 8 von 10 Mensch, weil ich breche echt wenig Regeln. Und charaktertechnisch würde ich mir, glaube ich, eine 8 von 10 geben. Ich glaube, mit mir kann man sich... Ich würde Sascha am besten einschätzen von Reefed und Papa Platte. Charakterlich. Ich würde sagen, Sascha 9 von 10 charakterlich, wie er rüberkommt online. Ich kenne sie nicht im Real Life. Reefed 8 von 10 und Papa Platte eine 2 von 10, Digga. Ne, Spaß. Auch eine 8 von 10. Gut unterhalten. Ich glaube auch, dass ich so ein bisschen lustig bin und dass man mit mir auch so gute Nächte haben kann. Also nicht so, also oh mein Gott. Zusammengerechnet gebe ich mir dann also so eine 7 von 10 ist schon viel da halte ich schon viel von mir, oder? Ich gebe mir eine 6 von 10, alles zusammengemischt, zusammengepackt und so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video. Max hasst es, wenn ich diesen Sound mache und genau deswegen wirst du ihn... Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö, bis zum nächsten Video. My